Hier haben wir aber zusätzlich haptische, physische Rädchen, die ich belegen kann. Hier vorne einerseits das Hebel, das hat ja schon die X100-Serie. Das erinnert mich vor allem an die Thematik, die man bei den Leicas hier links hat, im Messsucher zum Framelines einblenden, dass man sieht, wo sind die Begrenzungen, früher noch, da gehe ich jetzt nicht fest drauf ein, Kameratechnik, also wenn man noch Messsucher hatte und echt durch das Glas oben links hat geschaut, dann hat es da innen so Framelines gehabt, wo man dann hat gesehen, ja, wenn ich es 50 mm getroffen habe, wo tue ich denn überhaupt herzielen. Und das Hebel kommt gemäss meinem Stand aus dieser Zeit und das hat mir jetzt hier natürlich zweckentfremdet und das brauche ich nicht mehr, ist das IWF drin. Und das kann ich jetzt hier frei belegen, zuschnitten. Und jetzt, was macht das Wählrädchen hier, oder was machen die ganzen Rädchen hier? Entweder zoomen sie wir rein, croppen sie wir rein in das 100 Megapixel Bild. Ich habe dann nicht mehr 100 Megapixel, was ich in der Regel nicht brauche. Ich habe aber nicht den Look von 50 mm oder von 90 mm, sondern es ist so Pseudo, ich einfach reinzoomen. Das heisst, ich habe nicht ein stärkeres Bokeh. Auch wieder für vielleicht ein bisschen mehr Einsteiger hier, wenn ich Weitwinkel fotografiere und wenn ich näher bei gleicher Blende, aber eine stärkere, also eine nähere Brennweite nehme, beispielsweise von einem 35er auf einen 120er, dann verändert sich die Stärke der Hintergrundunschärfe massiv. Also das Bokeh wird stärker, das da hing. Wenn ich hier vorne meine Kamera, die ist jetzt im Moment auf 50 mm 35 mm. Also da habt hier recht viel Material drauf. Bei Blende 2, die eingestellt ist, wenn ich es richtig sehe, haben wir diese Tiefunschärfe. Wenn ich das Objektiv jetzt wechseln auf ein 100 mm, was nicht so gäbig geht, weil sonst das halbe Büro muss umräumen, dann hättet ihr hier hinten eine massiv krassere Kompression und durch das viel mehr Bokeh, viel mehr Tiefen und Schärfe. Auch von hier wäre viel weniger scharf, was wir ja nicht wollen, weil ihr sollt ein bisschen sehen, was hier geht. Es ist schon ersichtlich, wenn mein Gesicht hoffentlich scharf ist und ich hier vorne eine Kamera habe, dann ist die Kamera hier vorne nicht ganz scharf. Darum haben wir hier noch die zweite Kamera, wo dann hoffentlich die Kamera scharf ist. Wenn ich es im richtigen Ort her tue. Also, das mit dem Digital-Crop und mit diesen Rädchen eigentlich lang erzählt, kurz erklärt, ich habe hier einfach haptische Rädchen drauf, wo ich X, Zoom und Formatfaktor-Sachen drauflegen kann. Und wie gesagt, ich bin heute ein bisschen zynisch drauf bei diesem Video. Das macht alles 2 Wochen lang mega Spass und er hat man es gesehen.